Hallo zusammen. Kennt ihr das Wappen des Herzogtums Limburg? Guten Tag, ich bin Alain Brose und heiße Sie herzlich willkommen auf Doc von Limburg. Auf Silber ein roter steigender Löwe mit gegabeltem Schwanz, Gold gekrönt und Gold bewehrt. So lautet die offizielle Beschreibung des Wappen des ehemaligen Herzogtums Limburg. Dieses Wappen ist jedoch auch bei zahlreichen Dynastien, Gemeinden und geografischen Einheiten zu finden, und das seit vielen Jahrhunderten. So findet man es auf dem Schild und auf der Standarte von Herzog Johann von Brabant in der Schlacht von Worringen 1288 in der Nähe von Köln. Man findet sie auch in den Wappen der Herzöge von Burgund, insbesondere in denen von Philipp dem Guten und seinen Nachfolgern bis hin zur Zeit Philipps des Schönen. Dieses Wappen findet man heute in den Wappen zahlreicher Gemeinden und geografischer Einheiten, die so unterschiedlich sind wie die der belgischen Provinz Limburg, der niederländischen Provinz Limburg, der deutschsprachigen Gemeinschaft Belgiens und auch in einer farbenfroheren Variante von Luxemburg. Fangen wir mal mit dem belgischen Limburg an. Das Wappen ist immer noch das gleiche, mit dem Unterschied, dass es im Herzen mit dem Gold und rot gekrönten Wappenschild der Grafschaft Lotz belanden ist. Diese Provinz hat eigentlich nichts mit dem alten Herzogtum gemein, abgesehen von den wenigen Quadratkilometer der Dörfer Töven und Remerstal in der Gemeinde Wuren. Obwohl sie den limburgischen Löwen behalten hat, deckt diese Provinz im Wesentlichen die Gebiete der ehemaligen Grafschaft Lotz ab. Interessanterweise verbinden die Niederländer ihre Provinz zunächst mit dem Herrn von Valkenburg und erst später mit dem Herzogtum Limburg. Die Farben Blau und Gold erinnern an die Gebiete von Horn und Gelderland. Der schwarzfarbene Löwe auf goldenem Grund erinnert an das Herzogtum Gülich. Die drei rotfarbenen Hörner auf goldenem Grund sind das Wappen der Grafschaft Horn, und der goldene Löwe auf azurblauem Grund ist das Wappen des Herzogtums Geldern. Das Wappen wird vom herzoglichen Hut oder der limburgischen Krone überragt. Aber auch auf lokaler Ebene findet man den berühmten roten Löwen auf silbernem Grund in den Wappen vieler Orte, die Teile des Herzogtums waren. Zunächst einmal, und das wird niemanden verwundern, findet man ihn in Limburg, die Stadt. Und Herr, die wichtigste Stadt des Herzogtums. Aber man findet auch in die Städte Sugny-Remouchon, Sprimont, Wallhorn und Welkenrath. Allerdings findet man das Wappen auch außerhalb des historischen Territoriums, wie im Fall von Lombise in der Provinz Hennegau in der Gemeinde Lens. Sie findet ihre Ursprünge in der Familie de Thiene. Baudouin von Luxemburg, Herr von La Planque, Sohn von Baudouin I., der in Worringen starb, heiratete Alix von Eyre, Herrin von Thiene und Höschen. Er ließ das Wappen von Limburg illustrieren, das von den Farben von Thiene umgeben ist. Man findet auch wieder dieser berühmte Löwe in Barbançon, ebenfalls in der Provinz Hennegau in der Gemeinde Beaumont. Wirklich paradoxal ist dagegen das Wappen von St. Vith, das den Limburger Löwen trägt,
obwohl die Stadt in der ehemaligen Grafschaft Luxemburg liegt. Man hat das Recht, sich zu wundern. Tatsächlich stammt das Siegel von St. Vith aus der zweiten Hälfte des 13. Jahrhunderts zurück. Wahrscheinlich trägt die Stadt aber ganz einfach das Wappen ihres ersten Herrschers, Heinrich II., Herzog von Limburg und Graf von Arno. Seit 1244 erwarb der Herzog von Brabant, Heinrich II., die Grafschaft Dahlem, deren Verwaltungszentrum S'Grave-Vuren war. Als 1977 die Gemeinden S'Gravenvuren, Sint-Petersvuren, Sint-Maartensvuren, Muddingen, Remersdal und Teuven zusammengeschlossen wurden, übernahm die fusionierte Gemeinde das Wappen von S'Gravenvuren, kehrte jedoch die Reihenfolge um. Die Gemeinde Hoylard im flämischen Brabant, deren Gemeinderat seit 1246 besteht, führt das Wappen der Herzöge von Brabant bereits seit 1337. Es sind genau dieselben wie die von Vuren, nur in der umgekehrten Reihenfolge. Heute gehört Hannu zur Provinz Lüttich, aber bereits im 10. Jahrhundert gehörte Hannu zu den Städten Brabants, denen Herzog Heinrich I. ein Wappen verlieh. Das älteste Siegel der Stadt stammt aus dem Jahr 1355, in dem Herzogin Johanna von Brabant-Limburg der Stadt die Rechte verleiht. Dieses zusammengesetzte Wappen findet man auch in den niederländischen Gemeinden Hertogenbosch und Waalwijk in den Niederlanden, die beiden im Herzogtum Brabant liegen. Überraschenderweise und doch in direkter Verbindung mit dem historischen Herzogtum findet man das Wappen von Limburg auch in Deutschland. Ja, Sie haben richtig gehört, in Deutschland. Und zwar in Limburg an der Lenne, heute Hohenlimburg, bei Hagen in Nordrhein-Westfalen. Die Geschichte des Limburger Wappens ist eng mit dem Erbe von Dietrich von Altena-Isenberg verbunden. Nachdem er bei seinem Onkel mütterlicherseits Heinrich IV. Von Limburg aufgewachsen war, beschloss dieser, in seinem Lehen an der Lenne eine Burg zu errichten. Er gibt dieser Festung den Namen Limburg. Erst nach 1240 nimmt Dietrich, der dieses Erbe ehrt, offiziell den Namen Limburg für seine Linie an und lässt den Namen Altena-Isenberg fallen. In diesem Fall sieht man, dass der Löwe nicht gekrönt ist, was darauf zurückzuführen ist, dass Dietrich von Altena-Isenberg nicht die Souveränität über das Gebiet hatte, sondern Vasall seines Onkels Heinrich IV. War. Das Wappen ist ebenfalls zu finden, wenn auch mit leichten Unterschieden in den Farben der Grafschaft Berg, die auf der rechten Rheinseite liegt. Im Jahr 1217 heiratete Heinrich IV. Irmgard von Berg und gab dieser Grafschaft sein limburgisches Wappen. Im Jahr 1380 wurde diese Grafschaft in den Rang eines Herzogtums erhoben. Das Haus Limburg-Stirum, eine der ältesten noch existierenden aristokratischen Familien Europas, die auf die sächsischen Könige und wahrscheinlich sogar auf die Karolinger zurückgeht, ist der überlebende Zweig der Nachkommen von Heinrich IV. Von Limburg und Irmgard von Berg. Düsseldorf, das zu dieser Grafschaft gehörte und sogar deren Hauptstadt war, trägt ebenfalls eine Variante dieses Wappens.
Fest steht, dass das Luxemburger Wappen dem Limburger Wappen sowohl sehr ähnlich ist, als auch historisch von diesem abstammt. Heinrich V., genannt der Blonde, ist der Begründer des jüngeren Zweiges der Limburger, der auch Luxemburg erben wird und der, um sich von seinem älteren Bruder, dem Herzog von Limburg, zu unterscheiden, seinem Wappen blaue Streifen hinzufügt. Es ist auch nicht wunderlich, dass die großherzogliche Hauptstadt Luxemburg-Stadt das Wappen des ehemaligen Herzogtums Limburg trägt. Es ist identisch mit dem der Gemeinde Rhemisch, nur die Form des Schwanzes ist weniger aufgefeilt. Dasselbe gilt für Dürbuy oder von Amel, dessen Hälfte ein silberner Wellenfuchs ist. Und das Gleiche gilt auch für Ahnung. Man findet sie auch in den Wappen der Könige von Böhmen, darunter Johann der Blinde. Im Jahr 1147 ging die Grafschaft Dürbuy in die Hände des Grafen Heinrich IV. Von Luxemburg, genannt der Blinde, über der nach dem Tod seiner Tochter Ermesinde in die Hände seines Sohnes Heinrich V. des Blonden überging. Sehr merkwürdig, und ich würde sogar sagen, paradoxerweise, ist das Wappen der Regierung des Großherzogtums Luxemburg nicht das Wappen des ehemaligen Herzogtums Luxemburg ist, sondern das Wappen von Limburg. Der Zufall wollte es jedoch, dass einige Städte den limburgischen oder luxemburgischen Löwen tragen, ohne irgendeine direkte oder auch nur indirekte Verbindung zum ehemaligen Herzogtum zu haben. Barbausson zum Beispiel in der Provinz Hennegau, Gemeinde Beaumont. Man wäre versucht, es zu glauben, dass dies Philipp Schal d'Arenberg im 16. Jahrhundert, Prinz von Arenberg, zu verdanken ist, der in einem Jahr Limburg, Maastricht und mehrere andere Orte eroberte. Aber nein, das Wappen wurde bereits seit dem 12. Jahrhundert von seiner Familie getragen. Zu dieser Zeit traten die Mitglieder der Familie von Arenberg als Zeugen in einer Urkunde aus dem Jahr 1172 zugunsten des Herzogs von Limburg auf. Es reicht jedoch nicht aus, sich sofort dessen Wappen zu leihen. Es muss also aus reiner Zufall angesehen werden. Dasselbe gilt auch für Diener. Diese nahm 1214 an der Schlacht von der Steppe teil, einem Krieg zwischen dem Herzogtum Brabant und dem Fürstentum Lüttich. Und seither trägt die Stadt den Halblöwen, der an diese Waffentat erinnert. Aber auch hier gibt es keine Verbindung zu Limburg. Der Herzog von Brabant ahnt zu dieser Zeit noch nicht, dass die Familie der Limburger ein halbes Jahrhundert später aussterben wird. Und das gilt auch für Tongres Notre-Dame, das heute in der Provinz Hennegau in der Gemeinde Chièvre liegt. Dieses Wappen taucht im 17. Jahrhundert auf und genau genommen handelt es sich bei genauerem Hinsehen nicht um einen Löwen, sondern um 3 Löwenjungen. Der luxemburgische Löwe ist auch in den Wappen von Brügge und Ostacker zu finden, obwohl diese beiden Städte weder eine enge noch eine entfernte Verbindung zum ehemaligen Herzogtum oder seiner Dynastie haben. Das Wappen von Monsen hingegen zeigt nicht den limburgischen, sondern den luxemburgischen Löwen mit dem Unterschied, dass die Linien hier nicht blau, sondern grün sind. Dennoch ist Monsen eine sehr alte Gemeinde und sogar der ehemalige Hauptort des Bankes Monsen in der Franchise Limburg. Abschließend sei noch erwähnt, dass sich heute fast das gesamte Herzogtum in der Provinz Lüttich befindet.
Das Wappen des Fürstbistums ist zwar reich an Möbeln, aber es enthält auch das Wappen des Markgrafen von Franchimont und natürlich die berühmte lüttische Freitreppe, aber auch das Wappen des Herzogtums Bouillon, das sich in der Provinz Luxemburg befindet, oder der Grafschaft Lotz und der Grafschaft Horn, die beide in der Provinz Limburg liegen, sind dort zu finden. Paradoxerweise findet sich jedoch kein Hinweis auf das ehemalige Herzogtum. Es stimmt aber auch, dass die Provinz Lüttich das Wappen des ehemaligen bischöflichen Fürstentums Lüttich übernommen hat. Und obwohl das Herzogtum Limburg nicht Teil des Fürstentums war, unterstand es vollständig dem Bistum Lüttich.